Herzlich willkommen zurück hier bei RetroCache. Sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch mit Super Mario Galaxy. Und ich habe gesagt, die Bibliothek wäre noch offen, also gehen wir uns die jetzt auch in dieser Folge noch anschauen. Und zwar wird hier die ganze Geschichte einfach nochmal erzählt. Dann lasst uns beginnen. Also fangen wir gerade an mit der Geschichte am besten und habe da bis jetzt noch nie gefunden auf Schweizerdeutsch, da habe ich gedacht, ja gut, da könnte man durchaus mal noch machen. Natürlich werde ich es auf Hochdeutsch vorlesen, ab Kapitel 1 zu 2. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternschiff. In ihm lebte ein kleines Sternkind. Das Mädchen fragte das Sternkind: »Wer bist du? Was machst du hier?« Dieses antwortete: »Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf dem Rücken eines Kometen, um mich abzuholen. Luma wartet schon eine ganze Weile, Tag und Nacht.« »Oh, ich werde den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir ja so deine Mama«, versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber der Komet von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden, aber vergebens. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma: »Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma.« Und dann hatte es eine Idee. »Lass uns deine Mama suchen.« Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternschiff wieder auf Hochglanz, und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Kapitel 2 – Sternstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen, aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekommen hatten, waren trostlose Felsklumpensterne. »Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mehr Marmelade mitgebracht«, sagte das Mädchen, seinen hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot, Milch, Himbeermarmelade und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftet, hatte es in seinen Rucksack gestopft, doch eine wesentliche Sache fehlte. »Wie konnte ich nur Wasser vergessen? Ich Schussel«, sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. »Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternstaub habe. Wie wär's? Probier doch auch mal.« Darauf entgegnete das Mädchen bissig: »Haha, das findest du wohl witzig.« Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. »Du hast recht, ich nehm mir mal ein Bissen.« Es zehrte das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen Sternstaub zu sammeln. Das Mädchen steckte sich dabei aus dem Sternschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternstaub schmeckte wie süßer Honig. Drittes Kapitel: Der helle Stern. Durch das runde Fenster des Sternschiffes strahlte ein Licht herein. Ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe? Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, sah es einen wunderschönen, smaragdfarbenen, leuchtenden Stern.
Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Luma und sagte: »Komm, lass uns zu dem Stern gehen und dort aussteigen.« Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen herum, aber Lumas Mutter fanden sie nicht. »Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein.« Das Mädchen ließ sich plumps auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. »Sieh mal«, rief Luma auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Luma aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternstaub eingeschlossen. »Klasse, oder?« Luma schien stolz zu sein. »Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies, und Wasser gibt es hier auch.« Die beiden entschlossen sich, für eine Weile auf diesem Stern zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sternes und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. Viertes Kapitel: Der Traum. Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. »Mama, wo gehst du hin?« Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen: »Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin immer da. Am Mittag bin ich die Sonne, am Abend bin ich der Mond und immer sehe ich nach dir.« Das Mädchen wurde so traurig, es war nicht auszuhalten, und fragte: »Und wenn es regnet und weder Sonne noch Mond zu sehen sind?« Die Mama antwortete mit einem Lächeln: »Dann werde ich ein Stern und warte über den Wolken, bis du aufhörst zu weinen.« Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchens tränenbenetzt. Luma, der sich an es schmiegte, sagte: »Aus deinen Augen fließt Sternstaub.« Das Mädchen trocknete sich die Tränen. »Das ist kein Sternstaub. So schön sind Tränen nicht. Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mamas nie wiedersehen.« Dieses Mal fing Luma an zu weinen. »Mama, Mama!« Auf ihrer Reise durch das Sternmeer begegneten sie zahlreichen Kometen, aber Lumas Mama war auf keinem von ihnen zu finden. »Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es 3 Tage Regenwetter.« Das Mädchen nahm Luma sanft in den Arm und sagte: »Wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich.« Das Mädchen schloss die Augen und flüsterte sanft: »Ich werde deine Mama.« 5. Kapitel: Das Haus. »Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek, hier das Kinderzimmer, oder?« Das Mädchen schien in Selbstgespräche vertieft zu sein. »Wenn wir zu zweit leben, will ich ein prächtiges Haus haben.« Seit dem Tag, an dem es beschloss, Lumas Mama zu werden, arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternstaub eingeschlossen, sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, die sie noch nie gesehen hatten. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als Luma das fertige Haus sah, meinte er zögernd: »Du, ist das nicht ein wenig groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer. Alle Zimmer sehen wunderbar aus, aber sie wirken auch etwas verlassen.« »Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht«, sagte das Mädchen mit leiser Stimme und traurigem Klang. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß. An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternschiff.
seinen Plüschhasen fest im Arm haltend. Sechstes Kapitel: Freunde. Es geschah eines Tages, als sie den nach Aprikosen duftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten, kam ein kleiner, aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. »Nanu, bist du auch ein Sternkind?« fragte das Mädchen, hoch erfreut über den plötzlichen Besuch, aber Luma schien etwas besorgt. Das herabsteigende Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem er wohnte. Die beiden Luma näherten sich, entfernten sich aber auch nicht, sondern starrten sich regungslos an. »Das ist meine Mama!« Als Luma das plötzlich aussprach, wiederholte der aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz. »Das ist meine Mama! Das ist meine Mama!« Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. »Das ist meine Mama! Das ist meine Mama!« Immer schneller wirbelten die beiden im Kreise um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen das über alle Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von den aprikosenfarbenen Sternen kam nach und nach zahlreiche Luma. Rosafarbene, blaue, orange, gelbe und auch grüne. »Das ist meine Mama! Das ist meine Mama! Das ist meine Mama!« Wie die zahlreichen Luma so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. »Was mache ich denn bloß mit so vielen Kindern?« Die Luma betrachteten verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, »Okay, dann will ich mal jedem von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Lumas Namen zu geben, ist es Zeit, in das neue Haus umzuziehen«, dachte das Mädchen. Kapitel 7: Das Teleskop. Als der 100. Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, ob der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blau erstrahlt. Plötzlich erinnerte sie sich an Papas Teleskop. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternstaub. Als das Mädchen den Stern sah, dachte es, seltsam, er ist so fern und doch fühlt er sich so nah an. Als es das Teleskop mit einem Ruck neu einstellte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich war ein Hügel zu sehen. Diese Landschaft rief Erinnerungen wach. Eine Terrasse, um die Sterne zu beobachten. Da war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Dieser Hügel, auf dem es sich nachts die schläfrigen Augen reibend aufgemacht hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf dem es an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, mit seinem Bruder den Schlitten über der Schulter geklettert war. Dieser Hügel, auf dem es an einem sonnigen, aber etwas windigen Tag mit Mama ein Picknick gemacht hatte. Und? »Ich will heim, ich will heim!« Die Luma wussten nicht, was vorgefallen war und standen dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte zu weinen, ratlos gegenüber. »Ich will heim, ich will heim!
Ich will heim in mein Haus, das am Fuß dieses Hügels ist, rief das Mädchen mit tränenüberströmtem Gesicht. Ich habe es gewusst, Mama ist nicht in der Welt der Sterne, denn Mama ist... Sie schläft doch unter dem Baum auf diesem Hügel. Nachdem das Echo des Schreis des Mädchens verhallt war, wurde es Totenstille in der Umgebung, als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre. Achtes Kapitel: Der Wunsch. Luma sagte zu dem Mädchen, das wieder traurig war: »Mama ist doch bei dir.« Als er sich sanft an das Mädchen schmiegte, versammelten sich die anderen Luma, die dem Ganzen zugesehen hatten. »In dir drinnen ist deine Mama. Ein Teil deiner Mama ist auch in dir. Der Sternstaub besteht aus Splittern von Mama, daher haben wir ihn so gern.« »Nein, nein!« Das Mädchen hörte nicht auf zu weinen. Lumas trauriges Gesicht verwandelte sich in eine vor Freude strahlende Miene und er sagte: »Ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternschnuppe, auf der du reiten und nach Belieben reisen kannst.« Kaum hatte er das gesagt, stieg Luma, in ein grelles Licht gehüllt, zum Himmel empor, doch ehe man sich's versah, kam er wieder gen Erdboden heruntergefallen. Rums, bums! Vom Kern des Sterns her wurde die Erdoberfläche kräftig durchgeschüttelt, und aus dem Loch, in den das Luma gestürzt war, drang ein grelles Licht und ergoss sich über den Stern. Als der Lichtgürtel sich rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif. Luma war als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was da vor seinen Augen vor sich ging. Es sagte immer nur: »Was? Was?« Da erschien ein weiterer Luma und sagte: »Wir Luma wurden geboren, um Sterne zu werden.« Ein grüner Luma sagte: »Nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer mir wichtigen Person zu einem Stern werden.« Ein blauer Luma sagte: »Er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden.« Die Luma sagten im Chor: »Deshalb, Mama, weine nicht mehr.« »Danke«, sagte das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme. Dann umarmte es die Luma. Seit diesem Tag floss kein Sternstaub mehr aus den Augen des Mädchens. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend Kurs auf die Heimat des Mädchens und bewegte sich durch das Sternmeer vorwärts. Letztes Kapitel: Familie. Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen, der wirklich hübsch war. Die Luma und das Mädchen waren stolz, ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Luma ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gab es ein Willkommensmahl für die neuen Freunde. Das Mädchen versammelte die Luma und sagte mit lauter Stimme: »Nun, ihr alle, heute wollen wir Brot backen, ein mit Sternstaub üppig bestreutes Sternstaubbrot.« Die Luma waren außer sich vor Freude. Eiligst liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte bei sich: »Ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis zu dem Tag, an dem sie Flücke werden, soll keiner von ihnen einsam sein. Und wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden.«
Das ist das Glück einer Mama. Das Mädchen schloss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkel der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten. Der Komet, auf dem die Luma und das Mädchen ritten, setzte seine Reise fort. Der Komet beherbergte mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Doch noch heute zieht er einen weiß leuchtenden Schweif hinter sich her und einmal in 100 Jahren besucht er den Heimatstern des Mädchens. Ende. That's all. Damit ist Mamas Geschichte zu Ende. So, damit wär's da gsi von Super Mario Galaxy, dem Let's Play da. Ich hoffe, ihr freut euch, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da und freut euch auf das, was als nächstes kommt. Ich weiß es noch selber noch nicht, also man hört sich.